Guten Morgen. Mich freut es ist Emma, mich freut es hier zu sein. Aber ich sage, Emma und Joella, ich war, da war ich an, dass wo sei einer mal an Gottesdienst, an den Heiligengeist vertrauen. Das hij wordt hij zijn, wat het leiden wordt. Wens uit mij zelfs heb ik nichts. Und ich glaube, wir haben nicht viel mehr uit uns selbst. Und das ist gut, was wir können an den Heiligen Geist vertrauen. Und an den Heiligen Geist uns lehnen. Ich habe ein Thema gewählt, wo ich gesehen habe, da in den Bulletin, dass gerechtfertigen rechte Stelle Christus. Das ist ein Thema, was sehr wichtig ist, ich glaube, für uns zu weiten, wie es die Bibel lehrt uns sehr viel davon. Ich wollte das Zentrum von der Zukunft reden oder studieren, dann interessiert mich das einmal. For some reason hat mich dort die Zukunft, was danach zu kommen ist, interessiert von den Tag an, muss ich sagen, wie sie wahre geboren sind, wie sich dem Herrn Jesus kennenlernt. Und ich habe viel studiert und war immer an, je mehr ich studiere, je mehr ist da was befehlen nicht. Also das ist ein Thema, wo wir, und ab dieser, solange wir in diesem Leben sind, wo wir niemals nicht ausschaffen, sehr wichtige Thema. Sehr interessantes Thema. Ihr wieder nennen können, weil wir uns noch da habt, das neue Thema beten. Vater im Himmel, wir danken dir von der Morgens für deine jeden Wort. Wir danken dir, Herr, dass wir dein Wort haben, was wir weiter, was dir inspiriert ist von dem Heiligen Geist. Wir weiten, dass du der bist, was du leiden lässt, was uns führen lässt, in uns ganzes Leben. Wann wir uns die Hand geben, dann, wann wir die kennen. Du weißt, Herr, was uns von das Morgens fehlen lässt, du weißt, was mir fehlen lässt. Ich bete, Herr, dass du mir machst, so als Gebet all ist, mit deinen Heiligen Geist leiden. Wir weiter die Wort ist inspiriert von dem Heiligen Geist, und das ist wirklich dein Wort, und wir können dort vertrauen. Und wir weiter, dass du das sehen wirst, wann wir dort wollen, je hergeben. So, halt mich, Herr. Ich bete im Namen Jesus. Mit Danksagung. Amen. Ich möchte bloß ein paar Dinge sagen von dem Heiligen Geist. Wie ist der Herr Jesus? Lass mich trägen, ich kriege was wieder. 2 Botschaften trägen. Rede ich über die Betracht für uns, die Entrückung. Dem Herrn Jesus in Wahre kommen, wo er in der Lauf kommen wird und wo er die Gemeinde noch sicher rechnen wird und wo wir mit ihm sind und wo wir von dort an seine Gehen wird worden sein. Und dort wird es weiter, wie sein in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13, Vers 17, wo der Apostel Paulus, die junge Gemeinde in Ephesus, was er hat gelernt, wo er wiesen hat, was da wird passieren in der Zukunft. Wo der Herr Antwort hernehmen, alle, was da weiter geboren werden. Und dann sagen wir die letzte Message, was ich hatte, Botschaft, was ich hatte, da sagen wir, was passieren da kurz nach der Entrückung. Und da wird 2. Thessalonicher, wo wir sagen, dass der Apostel Paulus, der war an, dass die Gemeinde, und die junge Gemeinde und der Thessalonicher, die werden abgemischt. Die werden viele falsche Lehren werden angekommen und werden sie verwehrt worden, wussten nicht mehr, während sie durch die Trübsalzeit oder durch die Verfallung, entschuldigt, das ist ein Unterschied in Trübsal und in Verfallung. Sie gingen durch die Verfallung durch und wurden dadurch abgemischt mit falschen Lehren. Ich glaube, dass die dachten, wir sind gekommen und sie haben den Herrn Jesus vermisst. Von der weil wir trägen noch, was passiert oder was passiert an der Entrückung,
wo der Herr Jesus annehmen deit. Und wat over van dat gerechtet wordt, passieren wordt van da an. Ik wil eerst een paar versen lezen uit Johannes kapitel 16, vers 12 tot 15. 16. Kapitel, erste Kapitel, wo Jesus sagt, er wird nicht verloren, er wird nicht einen anderen Priester schicken. Und der wird am Lehren. Und dann hier in Vers 12, da sagt er, ich habe noch viel zu sagen, aber je können dort nun nicht vertragen. Der Herr Jesus, der wir mit ihm besonders 3 Jahre gewasst, hat er gelehrt, hat er viel gesagt von, was wird passieren mit ihm, wo er wird sein Leben geben und so weiter. Da wir viele Dinge, was sie nicht verstehen können, was dort alle meinen. Und Jesus hat am ziemlich schalen, da wäre nicht. Jesus wusste, dass mit ihrer eigenen Kraft, mit ihrer eigenen Weisheit, können sie gar nicht verstehen. Nicht. Und dann sagt er hier in Vers 12, weil da bloß ein Port von dort, was er da hat mit ihm, sagt er, ich habe noch viel zu sagen, aber ich kann dort nun nicht vertrauen. Der Herr Jesus weiß, dass sie können doch gar nicht verstehen. Aber da muss noch was passieren. Vers 13 sagt er, aber wenn der Geist, die Wahrheit erst kommen wird, der wird die volle Wahrheit lehren. Er wird nicht von sich selbst reden, er wird bloß dort reden, was er gehört hat, und was sagen, was noch kommen soll. Und ich will just das letzte Part, weil wir es gut bemerken. Er sagt, der Geist, der wird uns auch sagen, was noch eine Zukunft ist. Weil je dort lebe ich erst für der noch jährlich ist das dann wieder. Ohne den Heiligen Geist ist es unmöglich, dass wir verstehen, was passieren wird. Habe ich mal gemerkt, dass wir zum Glauben werden, ihr bekehrt haben, die lesen die Bibel und das macht alle gar nicht Sinn. Ich habe ja die Bibel gelesen, dass wir alle bloß, das macht gar nicht Sinn. Meine Gedanken gehen von einem Ding nach dem anderen, aber ich kann nicht verstehen, was die Bibel wirklich sagen will. Der Jesus wusste, dass wir können das bloß verstehen, mit seinem Geist, wenn er uns wird offenbaren. Und hier sagt er, der solche Geist, der wird nicht mehr klar machen, was er irgendwo gesagt hat, oder was dann gegenwärtig wird, aber er wird dort klar machen, was nach einer Zukunft wird. Und da werden, ich glaube, ich habe weiter, dass da was geschrieben ist, was für uns, für der noch in der Zukunft ist, dort hat er nicht mehr geschrieben. Ich glaube, dass dort hat er geschrieben, in der Bibel sagt es sehr klar, dort ist geschrieben, anders wieder sollen weiten. Er wird, in Vers 14 sagt er wird mich verherrlichen. Also der Heilige Geist, der wird mich verherrlichen. Er wird vom Minion nehmen und dort sein und deutlich machen. Alles, was der Vater hat, als auch meint, da wäre sage ich, er wird dort von Minion nehmen und dort geben. Das wird der Herr Jesus versprechen. Das wird passieren wird. Und wir sagen, wir sind dort am Pfingsttag, wie der Geist Gottes war ausgegossen über alle Gläubigen, dann sind wir dort passiert. Von dann an und von dann an, jeder gläubige Mensch, der hat den Heiligen Geist, und das ist der uns Gott sein wird offenbaren wird. Und ich kann mit Certainty sagen, mit Sicherheit sagen, dass jeder einer, der hier von der Bahn ist, und der Jesus angenommen hat, der hat den Heiligen Geist in sich wohnen. Ob wir der Freiheit geben, alles zu tun, ob wir uns lassen ganz leiden von ihm, das ist die zweite Frage. Aber so wie es der Geist, der in uns ist, da ist keine Frage. Wenn wir den Herrn Jesus annehmen, dann hat er uns in Epheser Kapitel 1, Vers 13, 14 Jahren sagt er, wenn wir das Wort hören,
dann dat hij dich arm habt wir auch, wens wir das Wort hören, wens wir das geleibten, wens wir das annehmen zu unserer Erlösung, dann dat hij uns mit seinem Heiligen Geist versiegeln, mit dem Heiligen Geist das Wort hat. Und dann in Vers 14 sagt er, dort ist auch die Garantie, dass er uns dort wird geben, was er uns versprochen hat. Und mit dieser Sicherheit haben wir weten, dass dort, was er uns versprochen hat, dort wird er uns geben. Wir wollen von der Brust mit seinem Wort rankommen und so wie das Wort von den Dingen sein, aber wir wollen nicht die Einzelheiten sein, so als Wort wird dort sein, wo der Herr Jesus ans Wort mit belohnen. Wenn wir dem Herrn begegnen, was meint das, was die Bibel sagt, dass wir wollen belohnt worden und so weiter. Nu kommen wir wieder vorwärts gehen, was Paulus sagt. Der Apostel Paulus, der sagt in 1. Korinther Kapitel 9, 2 Vers 9, was sagt hier das dit. Aber gerade so als geschrieben steht, was kein Uhr gesehen habt, und auch Uhr gehört habt, und woran kein Mensch gedacht habt. Das sind 3 Dinge. Was kein Mensch sich gedacht hat, was die Seinen habt oder gehört habt, sagt er, habt Gott rein gemerkt für die am Leben. Weil ja hier können Christen sein, das sagt ja, dass es noch nie in uns Sinn gekommen, was der Herr uns mit belohnen. Oder dass es so groß und so herrlich ist, da habe ich noch niemals an gedacht. Da habe ich noch niemals nicht gehört nicht von. Das ist really nicht, was das sagt hier. Das sagt, heute mal der nächste Vers, das sagt, uns hat Gott dort weiten lassen. Was meint das? Das ist für die Ungläubigen, ins Landstüren eigentlich dem Herrn Jesus kennen, da wird das für uns alle, macht das nicht Sinn. Aber wenn wir dem Herrn Jesus annehmen, dann, dass wir uns hingeben, dann zu ihm, dass wir sehen würden, studieren, dann denken wir over, dann, dass er uns das offenbaren, dann ist das gar nicht ein Secret nicht. Das ist gar nicht ein Geheimnis nicht. Er hat viele Dinge, was wir noch gar nicht gesehen haben, wie wir haben nicht da really geglaubt, und das Prof zu studieren, Prof zu finden. Er sagt in Vers 10, uns hat Gott das weiten lassen, der ich seinen Geist, den er uns gegeben hat, wie es der Geist forscht alles noch, sogar seine tiefsten Geheimnisse. Praise the Lord. Dass wir den Geist haben, was wiesen das, was Gott für uns hat, mit rechten Geheimnissen, was für viele Menschen Geheimnisse sind. Nu nog meer tijd maar vandaag. Dat je recht stelt Christus. Denk wieder an, dat een dag, en dat kan ergens een tijd zijn. We weten de Stunde niet en de dag niet, waar de Herr wordt komen. En hij wordt het hier wegholen, en we worden verarmd zijn, we worden Rechenschaft aufgeben. Nein, bloß das sein. Ich will noch, wenn Gott das so toll hat, weil ich noch reden über das Gerecht, das sind 2 Gerechte. Das eine Gerecht, Jesus Christus, wo die Christen wollen gerecht. Und dann ist ein von diesem Jahr, wo die alle Ungläubigen wollen, gerecht worden und verdammt worden. Also eins hat nichts zu tun mit das andere. Und das Gerecht wird kein Ungläubiger sein, und das Gerecht wird kein Gläubiger sein. Und so, bloß so, dass wir dort verstehen, das war ich dort verstanden habe. Fangen wir an mit dem Vers, mein Hauptvers, da in Kapitel 5, Vers 10, 2. Korinther 5, Vers 10. Da sagt der Apostel Paulus, wir müssen alle für Christus in den rechten Stuhl kommen, dass ein jeder seinen Lohn kriegt, für was er in diesem Leben getan hat, auf Gold oder schlecht.
Da braucht gar nicht viel Interpretation, nicht? Da braucht gar nicht eine Auslegung. Da ist ziemlich klar, er sagt, wie müssen alle, von wem redet er? Wir sagen das laatst an die Entdeckung, dass die Todeswort an Christus gestorben wäre in ersten Abstunden, und dann wird die Zeit nach Leben leiden, wenn er kommen wird. Die waren täglich handgereicht nach Arm und wurden so wie dem Herrn sein in alle Zeit. Dann sagt er, 30 Stunden mit dieser Welt. Und das war das von reden. Und dann sagt Paulus, wie müssen alle für Christus in der rechte Stelle kommen, dort ein jeder seinen Lohn kriegt, für was er in diesem Leben, und das Leben, was wir für Christus gelebt haben, getan hat, auf gut oder schlecht, weil wir dort klar haben, dass das sagt dass das meint, von da aus wie dem Herrn Jesus annehmen werden. Weil wir dort leben, was wir lebten, was wir dem Herrn Jesus annehmen werden, dort hat er uns die Sünden, und alle Sünden, die er waschwaschen am Kreuz auf Golgatha. So dort, wenn wir ihm annehmen, dann hat er das Ganze, all dort Leben, all die Sünden, wie es am Kreuz starb, dann betont er die Sünden, der dachte, tun Jesus annehmen, dann er uns dort vergeben, dann wie Antwort, wir nehmen ihn an. Das ist Antwort, was wir haben. Wir können nicht tun, zu der Seiligkeit reicht nicht, aber wir können sehr viel tun für den Lohn, den wir wollen empfangen. Ob wir wollen Lohn verlieren oder ob wir wollen Lohn, was das Wort Lohn zugerechnet wollen. Weil wir mal Vers 1 anfangen zu lesen, in das erste Kapitel. Wie weit aber, wenn dort zahlt und wohnt, wie hier auf dieser Erde leben, und ich lese das bloß zu Paulus sein Perspektiv, dass Paulus sein Leben an seinen Dad, und so als wir hier leben, dann, was der Tag kommt, dass der Herr uns hier nimmt, durch den Tod oder auf eine Entdeckung, über die Zeit, was wir hier leben, dann für den Herrn Jesus. Und wir seien, wo der Apostel Paulus sein Leben an seinen Tag, aus in Hand gegebener Christ. Er sagt, wie müssen aber, wenn das zahlt und wohnt, wie hier auf dieser Erde leben, dort ist ans Körper, durchgebracht wird, dann haben wir ein Haus im Himmel. Paulus hat kein Zweifel daran, dass es dort wäre. Da wird Jesus versprechen, dass wir da eine Wohnung haben für uns, dass Jesus, was Jesus da reinmerken hat. Dort ist nicht von Menschen Gebot, aber von Gott selbst. Und wird ewig bleiben. Es ist nicht herrlich zu wissen, dass der Herr selbst eine Wohnung merken hat für uns, reinmerken hat, und das wird für alle Ewigkeit sein. Hast du mal an gedacht, wie lang die Ewigkeit ist? Das kriegt so lang, das wird errechnet, sagt er, das wird für alle Ewigkeit sein. Wie wir dort weiten, sagt er, nicht leben oder hoffen, stehen wir. Und wir bangen uns danach, von unserer himmlischen Wohnung bekleidet worden. Dann sind wir bekleidet und nicht nackig. Solange wir noch auf dieser Erde wohnen, haben wir sicher noch zu stehen. Und ich glaube, wir machen das alle zu stehen. Wir gehen durch verschiedene Wege durch. Der Apostel Paulus, wie einer, der weiß, was er meint, in das Leben, so ist ein Christ. Und an Verfolgung leiden. Keiner hat viel mehr gelesen, als der Apostel Paulus hat. Aber einer von denen, der da sehr viel leiden muss. Wie wir darüber sorgen, unseren irdischen Körper nicht zu verlieren. Und jeder einer von uns, wir tun, was wir können, dass wir uns Körper können holen. Nicht? Ich kann nicht, wie sagen, wir hoffen, der Herr wird von dir kommen. Und so wieder. Mir würde das gar nicht geschwind sein. Aber wenn wir rumkicken, dann wird noch alles viel zu tun. Und dann sage ich, Herr, wacht noch ein Stückchen länger. Weißt du, das sind noch so viele Menschen.
wat von unseren Freunden, Familie und so weiter, was danach am dichtsten sind. Wenn wir da denken, dann sagen wir, Herr, wacht noch statt hier länger. Der Apostel sagt, wieder von unserem irdischen Körper, wie möchten Leiber, sagt der Apostel Paulus, dort uns die himmlische Wohnung übertragen wird, dort stoffliche an uns vom Leben übernehmen wird. Gott selbst aber merkt uns für das Reid und hat uns all seinen Geist als eine Antoling gegeben. Der Heilige Geist, wo ich von reden darf. Er hat uns die Antoling gegeben. Und der Herr, Paulus sagt, der Herr, der macht uns dafür reid. Vers 6 sagt, deswegen blieb ich getrost. Wir weiten so lang, als wir in diesem Körper wohnen, sind wir noch nicht tief beim Herrn. Wir leben noch in der Zeit, wo wir leben, und noch nicht, wo wir sein. Wir sind aber ganz getrost. Da hat Paulus kein Zweifel an nicht. Er macht jeden in der Jähr wird Gottes sein, aber sagt er so, als Gott will, an andere Werte. Willst wir uns da noch bangen, sagt er in Vers 9, da wir uns mählichstet Abenteuer fallen, und don't ob wir hier sind oder all tschüss beim Herrn. Ich gleich die Anstellung, was der Apostel Paulus hat. Er sagt hier, weil wir denken an die Wohnung, die du hast im Himmel für uns gemerkt, da möchten wir diesen Körper verloten. Aber sagt er, war noch nicht. Dann sagt er, dann da wir uns mählichst dem Herrn zu gefallen zu leben, so dass der Herr wird verherrlicht worden, und so wieder. Vers 10 noch einmal, da sagt, wir möchten alle für Christus in rechter Stelle kommen, dass ein jeder seinen Lohn kriegt, für was er in diesem Leben getan hat, auf gut oder schlecht. Der Apostel Paulus schrift von einem Gerecht, eine Zukunft, dort nennt der rechte Stelle Christi, und das, wo ich von reden wird. Um diese Frage beantworten, weil wir mal Paulus in Größe betrachten, so als den Brief anfängt. Zu wem schreibt er diesen Brief? Wollen wir sein, 2. Korinther Kapitel 1, Vers 1, dass er anfangen hat, den Brief zu schreiben. Und zu wem hat er ihn geschrieben hat? Um ein bisschen zu sein, wer hat es, zu wem er geschrieben hat, das verweiten, wer hat es, was da an das gerecht wird sein. Er schreibt es das, fängt den Brief an. Paulus, der noch Gott sehen wollen, Christus Jesus sein Apostel ist, und Timotheus, ans Bruder, schrieben an Gott, seine Gemeinde in Korinth und an alle Heiligen, die in ganz Achaia sind. Das sind die wir sind in 1. Thessalonicher. Und ich wollte nicht überlesen, wir lesen das letzte, wo Paulus sagt, in Schrift zu den Christen in Thessalonich. Und sagst du, dass er hier in Korinther Schrift sagt er Brüder. Er Schrift zu den Christen. Er hat bloß die Christen am Gedanken da. So, ich wollte dort nicht Thessalonische Feier nicht überlesen. Aber dort die Christen wollen an das gerecht Christen sein. Und hier steht Paulus wieder in Römer Kapitel 14, Vers 10 bis 12. Und ich lese die Versen hier, Römer Kapitel 14, Vers 10 und 12. Aber du, worum rächst du deinen Bruder, sagt Paulus, wir sagen in der Wahrheitsschrift nur die Brüder, nur die christlichen Brüder. Oder du, worum verachtest du deinen Bruder? Wir müssen alle für seinen rechten Stuhl stehen. Dort steht geschrieben, und das er vom Alten Testament quoten, sagt er, so sicher aus ich lebe, sagt der Herr, für mich wollen sich alle Knien beugen und alle Zungen wollen bekennen, dass ich Gott sehe. Da werden muss ein jeder von sich selbst für Gott Rechenschaft geben. Wie können das Wort hat hier, betrifft die Ungläubigen auch an. Wir sagen dort, dass die
Angläubige ihre Knien, wir wollen der letzte Gerecht betrachten, weil wir dort lesen und dann sehen wir dort, dass alle ungerechten Menschen, die behen sich die Knien, die weiter, die stonen dazu, dass Gott wirklich Gott ist. Und Gott wird die kriegen dafür, trotzdem, dass sie für alle Ewigkeit wollen, eine Haltung wollen. Hier redet Paulus von besonders, nicht bloß die Christen, er nimmt die ungläubige Leute auch mit an. Aber wir betrachten, was er sagt zu den Christen. Dort die Christen wollen Rechenschaft aufgeben für den Rechtsstaat Christi, sei wie ein mein Hauptvers, den ich habe gelesen ein paar Mal. Und okay, was meint das? Was meint Paulus sagt uns nach mehr von das an 1. Korinther 3, 11 bis 17. Dort mal durch Hand rein in die Bibel und wir haben mal in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11 bis 17 lesen. Dort sagt er noch viel mehr davon. In Vers 11, da sagt Paulus, keiner kann einen anderen Grund leihen, als der all gerecht ist. Das ist Jesus Christus. Also Jesus ist der Grund. Er sagt, du hast kein anderer Grund nicht. Du hast bloß einen Grund, wo wir können boven abkommen, wo wir können boven bühen. Vers 12 sagt, diesen Grund kann mit Gold, Silber, Dierensteine, Holz, Heu oder Stroh wiedergebaut werden. Dann kommt mir die Frage an. Wir fragen uns vielleicht, was ist das? Wir wollen nicht an sehr Detail nachgehen, in Einzelheiten von der, aber wir fragen uns, was meint das? Weil du und ich, wir tun alle Tag bühen. Wann wir Jesus angenommen haben, und ich rede bloß von denen, die wir Jesus angenommen haben, wir tun auf diesen Grund bühen. Ein unbekehrter Mensch, der kann gar nicht auf diesen Grund bühen, weil er ist gar nicht auf diesen Grund noch nicht boven. Oder der unbekehrte Mensch, dem sie worken, der sind natürlich verarmt, weil das, was er ist, ein Sünder, lebt in Sinn und nicht, was in sie leben ist, der Gott verherrlichen. Aber der dreht von Christen. Sagt er, ab diesem Grund kann mit Gott selber der Stein halt ein Stapel gebaut worden. Meine Frage ist, was ist dort, wo du und ich brauchen? Was für Material brauchen wir dort? Vers 13 sagt, aber jedem seine Arbeit wird von Dach kommen. Weil da, was wir daunen, was wir brauchen zum Bühen, da wird ein Tag, wird vom Dach kommen. Weil für den Tag habe ich viele Dinge daunen, was dort zu loten, der merkt, dass die Schienen auf, als wenn das was wertvoll ist. Der Gerechtstag wird dort klar machen. Was blieben wird, wie es der Tag kommt, mit 4, dass dort 4 wird sich wiesen, von wann sollte jedem seine Arbeit wir. Vers 14. Und wenn dort, was ab dem Grund gebüht ist, die 4 Proben bestanden wird der Jan ja Lohn kriegen. Wenn aber irgendwem sein Werk verbrennen wird, dann wird er Schulden leiden. Er selbst aber wird gerat worden, aber mal gerot so aus dem 4 gereden. Wollt ihr nicht, dass ihr Gott sein Tempel sind und dass Gott sein Geist in euch wohnt? Und Gott sein Tempel zu schauen, wer Gott sein Tempel zu schauen macht, den wird Gott auch zu schauen, nach Gott auch zu schauen. Gott sein Tempel ist heilig, in Jesus der Tempel. Das aufschließt mit einem interessanten Vers 18. Weiß ihr nicht, dass ihr Gott sein Tempel sind, und Gott sein Tempel, dass der Heilige Geist in euch wohnt? Meine Frage ist, wir sehen hier, dass da 3 Sorten, 3 Dinge sind, wo wir mit Bühlen können. Das ist das Gold, Edelstein, Precious Stones und Silber. Das sind Dinge,
wo Deichen 4 gereinigt wurden und die blieben stehen, wenn das Deichen 4 genommen wird. Aber was passiert mit Heu, Stroh und Stoppel? Pufft einmal ab und dann ist das weich. Brennt ein kleines Stötzchen, dann ist bloß Ausstoß. Das ist nicht brennen, was da wertvoll ist. Wir wollen ein bisschen betrachten davon, was ist dort, was du und ich tun, wann ist dort Gold, das Gold, Edelstein und so weiter. Oder wann ist das Stroh, was verbrennen wird. Ein Ding, was wir klar haben, dass der Grund, wo wir von reden, das ist Jesus Christus. Bloß da auf diesem Grund sein, können da oben bühen. Der unbekehrte Mensch, habe ich ja gesagt, der kann auch nicht da oben bühen. Die Frage ist, was du auf diesem Grund? Das ist eine wichtige Frage. Du bist auf diesem Grund, Jesus Christus, nicht bei uns, was du alles getan hast, aber du bist von dir auf diesem Grund bist, da bist du boven, willst du haben, und hast deine Sinnenschuld gestanden, und du hast Jesus angenommen, dass er der ist, was für die betont hat. Das gerecht ist, um seinen, mit Wort für Material, wie Material. Weil dann, da war ich an, dass Jesus ist so herrlich, weil ich glaube, wenn wir wirklich wissen, wer Jesus ist, was er getan hat für uns. Und wo herrlich Gott ist. Weil die Antwort, der Sinn, wo wir gelebt haben, und vielleicht noch tun, würde uns so furchtbar besser sein. Wir würden rumdrehen, wir würden bekennen, wir würden loskommen davon. Das ist, was ich glaube. Weil wir bloß zum Schluss, mein Titel meist gleich ab. Was kann wir sagen, was ist, was da blieben hat? Weil ich glaube, das ist sehr gut möglich, dass ich kann hier in der Kanzel stehen und ich kann predigen, aber für meine eigene Ehe. Ich glaube, das ist möglich. Weil wir können, das ist sehr gut möglich, dass wir, was immer wir tun, ob du das utferien, ob du das, was immer du das in der Kirche. Und ich wünsche, ich habe die Zeit, mich bedanken und jedem eine Mal zu sprechen, wenn ich sage, was passiert, dass dort hängen bin und alles an der Board, der Elder Board und was ich sage, da was passiert, weil ich konnte hier für eine Stunde reden. Ich bin bloß so froh, wenn ich sage, was da passiert. Ich glaube, ich danke